So, sollte ich auch jetzt... Ja, genau. YouTube läuft. Ne, Twitch läuft. YouTube auch. Wird gestartet. Ja, genau. YouTube auch. So, herzlich willkommen bei Twitch und bei YouTube. Herzlich willkommen bei einem kleinen weiteren Hackversuch von Hacknet. Ich habe mir das letzte Livestream-Video mal angeschaut, das Ende auch. Und ja, mir ist da was aufgefallen, was ich nicht gemacht habe, aber wovon, dass ich eigentlich die Daten habe. Dann ist mir noch was anderes aufgefallen oder was anderes, was ich testen könnte. Und ja, ich möchte das jetzt mal testen. So, und zwar gehen wir erstmal die E-Mails, weil wir fangen gleich mal hier an. Hier fangen wir gleich mal erstmal an, und zwar gehen wir auf den Webserver von Entech. Ja, Befehle schon wieder verlernt, oder? 2 Tage, da hast du kein Hacknet mehr gespielt und schon hast du die Befehle. Scan. Hier haben wir den N-Work Station Core. Den connecten wir auch mal, denn ich möchte etwas ausprobieren. So, Notes. Ich weiß nicht, ob es geht, aber ich versuch's mal. Admin. Scheiße. Ja. Admin und dann den AX889 MSJA. Okay, der geht nicht. Aber ich habe hier noch was anderes. Admin. Ah, Mann. Admin und dann den V19328H Q9. Den habe ich zwar auch schon mal ausprobiert. Okay, der ist es nicht. Denn scheiße. Ich muss hier Probe SQL Notes 1433 Razorkill, nee, Porthack, Razorkill, so, schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht, man könnte es meinen, ne? Es war ich doch wirklich zu langsam. Verflixt. Am Anfang, ne? Ja, Gott. Ich sollte echt schneller reagieren. Volkbomb. Mainframe ID. Hätte das mich eventuell weitergebracht? Ich glaube nicht, ne? Jo, gut, dann starten wir halt unseren Computer neu. So. Okay, zweiter Versuch. Ich bin ehrlich gesagt aus der Übung. Wir können das eigentlich auch anders machen. Wir sollten den Server ja auch schon haben. Ich muss auf den Mail-Server erstmal. Notes. Probe. Wie bin ich? Ah, nee, warte. Login. Das ist das Admin.
AX889 MSJA. Genau war das. So kam ich auf den Server rauf. Und dann 1, 2, 3, 4. Workstation 4. Habe ich die 8, 3, 3, 4. Hier. Ich will nur mal was schauen, ob das geht. Admin und das bei C89KMM. Ne, geht nicht. Das ist auch MME, oder? Dann geben wir hier mal RC bei C89KMME. Ach, geht auch nicht. Ich dachte vielleicht, dass die Mail-Accounts vielleicht auf die Workstations abzuleiten sind, aber das ist nicht der Fall. AQ9. Okay, das ist es nicht, aber ich habe noch einen. Ach, scheiße, Mann. AX889 MSJA. Okay, das geht auch nicht. Gut. Dann versuchen wir noch was. Workstation 8 brauchen wir. Connect 156.151.042. So. Admin, das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. AX889 MSJA. Nein. Probe. Ach ja, ich habe wieder mal keine Shelters. Shell. So, wo haben wir sie denn? Hier. Probe. HTTP. Ah, scheiße. Web 80 SS H22 KBT 104 und Any Laser Ah, scheiße, der Medical Dings da hat es nicht übernommen. Dann müssen wir unbedingt Trace Killer mal machen. Scheiße, ich bin viel zu langsam, Mensch. Shit. DC. Verflixt nochmal, was ist denn heute los, hey? Schaffe ich das heute auch noch irgendwie vernünftig hier die Systeme zu hacken oder was? Ich bin Probe. Ach cool. Trace Killer. Trace Killer. So. Any. Solve QAE B36
SSH 22 und Web 18. Portag so, come on. Komm schon, komm schon, komm schon, komm. Tracekiller. Weil ich habe hier noch ein Passwort auf diesem Server, wo ich lustigerweise irgendwie ignoriert habe. Und zwar CD Workstation, CD HNSOs. Ne, das war nicht CD Storage. Hier. Cat Prometheus. Notes. Nodes D88 VANNX CD Cat Metstream Ref. Ne, hier war es nicht drin. Cat Storage Team, ja genau. Hier ist der Prometheus. Das Passwort zum Prometheus habe ich ja. Warum, dass ich den das letzte Mal nicht getestet gemacht habe. Ach, den hätte ich da. Ramonus, okay. Okay, CD zack zack, CD zack zack, CD zack, CD logs, so, okay, connect 156.151.1.1 Prometheus admin und dann D88 VANNX. So, das ging wunderbar. Dir CD Home, CD News Folder 91. Und das habe ich eine Mail bekommen. Okay, die schaue ich mir nachher an. CD News Folder 58. Cat IRC log. I broke my G-string while fingering a minor. Okay, jetzt wird's langsam. Na, wir haben ja zum Glück ja schon 22 Uhr gehabt, von dem her noch alles erlaubt. Ja, klappt ja aber auch nur. I was trying to play knowing I haven't stored a real time to buy new strings. Ah, Gott. Okay, CD News 94. Oh, Cat IRC 1. So, I love guys where we'll type if inviting you scales still in the Garden of Eden, you good bitch. Okay, Cat IRC 8. IRC ist bloß ein Multiplayer Notebook. Notepad. Das kennen wir allerdings schon. So, CD zack, CD bin, CD zack, CD Storage, CD Hacknet Project, Cut, HN Connect. Oh. Doc Text, Hacknet, Entech, vertraulich, Kommando, Connect, Dienst für Remote Connecting Channels, meist SSH, um verschiedene Verbindungsfelder zu kombinieren. Das Kommando sollte das System auf offene Ports und verfügbaren Dienste prüfen, um eine Verbindung herzustellen und dann
den Output nutzen. Um eine reguläre Verbindung zu emulieren, nach außen sollte Hacknet-Verbindungsmethoden einheitlich erscheinen, während es ihnen intern alle gewöhnlichen und einige ungewöhnliche Verbindungsmethoden zu Serverdiensten verwenden kann. Okay, Cat, dann haben wir hier noch den HN Connect Test Guide. Kommando Connect Test Guide. Neben Verbindungen zu Arbeitsplatz-PCs und Firmenservern brauchen wir auch eine Verbindungsmethode für kabellose verbundene und eingeschränkte EOS. Unser Testplan sieht Tests an verschiedenen Mobilgeräten, sowohl modifizierten als auch solchen auf Werkseinstellungen vor. Diese Geräte sind vom Support-Team mit dem Prometheus-Server gesynkt worden. Sollten Sie eines der Tests, um physisches Output auszulesen, eine Verbindung herzustellen, sollten vom überall möglich sein. Kontaktieren Sie bitte das Server-Team. Okay. Cat Sync Device Hacknet vertraulich. Mobil- und Drahtlosgeräte, die für Tests bei Hacknet Ups, jetzt hätte ich fast den Computer ausgemacht von mir. Mobil- und Drahtlosgeräte, die für Tests bei Hacknets Verbindungsfunktionen genutzt werden, sind mit diesem Server verbunden, inklusive allen EOS-Geräten. Sie werden regelmäßig zurückgesetzt. Just in case, und das am besten direkt von hier aus, nicht mit anderen Geräten verbinden. Die Geräte liegen überall verstreut auf Schreibtischen und werden von vielen Leuten benutzt. Sollte das Gerät also aufgeladen, zurückgesetzt oder gesynkt werden müssen, sollte dies immer vom Prometheus ausgehen. Okay. Dann haben wir noch den Hacknet Project Contract. Kontakt und Quellen. In Anbetracht der heiklen Natur des Hacknet-Projekts und der strikten Geheimhaltungserklärung, die alle Teilnehmer unterschrieben haben, sollten alle Fragen, Änderungsvorschläge und andere Diskussionen über den Hacknet Management Mail Server laufen. hnmanager@ntech.com. Dieser wird die Nachrichten an alle berechtigten Personen schicken, von denen jene, in deren Aufgabenbereichen die Aufgabe fällt, sie den kontaktieren können. Okay. Was haben wir denn hier noch? Hacknet Netcore, DLL. Ich weiß nicht, ob ich mit den DLL-Daten was anfangen kann. Aber ich glaube nicht. NSEC Project. Cat and NSEC Invasion Project. Das NSEC Invasion Project ist eine Sicherheitsebene auf Höhe des Betriebssystems, das alle fremden Authentifizierungsversuche blockiert und so ein bisschen nie dagewesene Sicherheit vor allem gewöhnlichen und vielen ungewöhnlichen Einbruchs- und Überbrückungsmethoden bietet. Es sollte dabei für den End-User komplett transparent erscheinen, außer im Fall von Notfall-Updates, welche von NTech Inc. auf Subskription-Basis verteilt werden und so absolut Sicherheit für wichtige und vertrauliche Daten schafft. Dabei ist es eigentlich nur ein Backdoor-Programm für die NTech-Entwickler. Zusammen mit dem Hacknet-Projekt, das Schwächen in allen aktuellen Sicherheitssystemen zeigen soll, zeigt NSEC, warum es der neue Standard für IT-Sicherheit sein sollte und wird. NSEC. The freedom you want, the secret you deserve. Okay. Wir haben eine Mail bekommen, ich weiß. Bevor ich aber die Mail jetzt lesen gehe, lösche ich erstmal die Logdateien. Und wie sie. So. Den kannst du mal ausmachen. So. Der Wie meldet sich. Du siehst dieses Netzwerk auch, oder? Dieses neue Sicherheitssystem ist hier fast überall installiert, aber ich arbeite mich da durch. Es gibt zwar noch Lücken, die zu finden
Die zu finden braucht aber seine Zeit. Ich habe die IP des Servers verlinkt, den ich mir gerade anschaue. Mit meinen Methoden sehe ich da bisher keinen Weg rein, aber vielleicht hast du ja mehr Glück. Ende Contract. Ja, doch. Den kenne ich. Den habe ich auch schon gesucht. Solltest du das Admin-Passwort finden, schicke es mir doch bitte als Antwort. Ich habe das Gefühl, da finden wir raus, wie alle Stränge zusammenlaufen und was Bit damit zu tun hat. Und das gerade von diesem Hacknet ist auch ziemlich beunruhigend. Hast du schon mal davon gehört? Ein Problem? Kompletter OS-Retro. Habe ich eigentlich, ja. Aber darum können wir uns später kümmern. Fürs Erste brauchen wir einen Weg da rein. Danach können wir uns überall überlegen, wie wir weiter vorgehen. Ich knöpfe mir vermutlich mal Ihre Produktions- und Dateiserver vor. Prometheus und etwa eine Hintertür könnte allerdings überall sein. Viel Glück. Ich connecte mal diesen Server, den er mir da angibt, nur um zu schauen, ob die Usernamen adminx 886 MSJA funktionieren, denn ich meinte, auf dem Server war ich schon. So. Login. Ja, definitiv. Das geht. Gut, dann kann ich ihm das Passwort zukommen lassen. Wir haben schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Tut mir leid. Ax 889 MSJA. Wir waren aktiver als der junge Mann. So. Das ist exakt das, was ich mir erhofft hatte. Alles leer, bis auf eine einzige verschlüsselte Datei in Bits-Ordner. Hast du wahrscheinlich schon gesehen, aber diese Datei. Ich weiß, wie man sie öffnet. Er hat das Passwort ein paar von uns, die mit ihm an einem Projekt gearbeitet haben, gegeben. Das ist schon ewig her. Er hat uns damals auch eine Nachricht genau wie diese geschickt. Das Passwort ist... Boah, Alter. Diving Sparrow. Diving Sparrow. Jack Sparrow lässt grüßen. Ich habe sie bereits gelesen. Es gibt da auch einen E-Mail-Account, den ich mir jetzt ansehen will. Ich würde dir vorschlagen, dasselbe zu tun. Warum soll ich auch noch schauen, wenn du es doch auch schaust? Ach ja, lade die Datei herunter und schlüssele sie lokal. Lass keine Kopie davon herumliegen und kontaktiere mich danach. Ich denke, wir nähern uns der Wahrheit und ein wenig Action. Kontaktiere mich, wenn du alles nachgeholt hast und lass uns dies ein für alle Mal zu Ende bringen. Ich weiß ja eigentlich schon, was passiert ist. Ich habe ja doch alles schon rausgefunden, aber ja. Connect 156.151.59.35 Login weiter dir CD Contract CD Bit SCP Helldeck CD zack CD zack CD Log RM Stern DC so lokal dir CD Home. Ach, den hätte ich ja schon runtergeladen. Okay, DC4 Headdeck Diving Sparrow. So, dann wollen wir mal schauen, was hier drin steht. Es geht sogar. Wahnsinn. Cat Hard Text. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Textdatei wird sein. File Hard Text, Target für das letzte Worte drin. Hard Text. Ich schreibe diesem Glauben, dass ich derjenige war, der dies
dir dieses Passwort gegeben hat, dass du die Person bist, von der ich hoffe, dass du sie bist. Denn das ist alles, was mir bleibt. Erstmal, danke für all deine Mühe. Es scheint mir sehr viel verlangt, bis hier vorzudringen. Doch dieses Gefühl habe ich in letzter Zeit häufiger. Naja, wie dem auch sei, wenn du es bisher hierher geschafft hast, ist mein Worst-Case-Szenario eingetragen. Und ich habe deshalb eine dringende Bitte an dich. Du musst auf deinem Weg auf NTEX-Pläne gestoßen sein. Und ich hoffe, du denkst genau wie ich darüber. Du hast gesehen, wie gut NSEC schon ist. Erstaunlich gut. Und wenn es erstmal fertig ist, frage ich mich, wie viel Freiheit uns dann noch bleibt. Das ist vielleicht sogar okay. Ich finde es in vielerlei Hinsichten absolut in Ordnung und respektiere, dass sie Sicherheitslücken schließen wollen. Und ich möchte, dass ihnen das gelingt, selbst wenn es mich absolut obsolet macht. Aber nicht so. Hacknet ist das Problem. Es ist großartig für Sicherheitstests und es ist auch in Ordnung, wenn es und seine Benutzung unter NTEX-Kontrolle bleiben. Aber alles bis auf die eigenen Produkte zu zerstören ist nicht okay. Doch bevor ich mich versah, hatte ich Hacknet schon zu weit gebracht. Es war ein großartiges Projekt, eine Herausforderung, erfüllend und es wurde immer weiter finanziert. Kurzum, ein Traum daran zu arbeiten und ich hatte etwas Unglaubliches vollbracht. Porthack ist im Grunde alles, was ich weiß und kann. Es öffnet dir beinahe jede Tür. Nach einer Weile bin ich neugierig geworden, bin in den Mainframe eingebrochen und habe alles zusammengesetzt. Vielleicht der erste vollständige Build mit einer voll funktionierenden Porthack-Version. Nicht schwer zu erraten, wie es weitergeht. Das Projekt wird fertig oder Hacknet gerät irgendwie in die Öffentlichkeit. Totales Chaos und unsere einzige Chance, digitale Sicherheit vor einem totalen Monopol zu bewahren, ist vertan. Was ist nicht perfekt und NTEX Sicherheitssysteme sind gut, aber Hacknet ist einfach zu mächtig. Und wenn wir es jetzt nicht aufhalten, haben wir vielleicht nie wieder die Chance dazu. Die E-Mail von NTEX CAO klärt alle übrigen Fragen. Bitte. Gut, die E-Mails habe ich ja schon gelesen. Ich weiß ja schon eigentlich Bescheid. Wir haben sie gelesen. Auch ihr wart dabei. Du hast es ja gelesen, du weißt, was das heißt. Wenn es schon so aufhören muss, dann werde ich auch alles in meiner Macht Stehende tun, um Bits Arbeit zu Ende zu bringen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Während du einen Weg in den Contractor-Server gesucht hast, habe ich nach ihren Backups gesucht. Die werden zwar offline gespeichert, aber der Server verbindet sich in festen Intervallen automatisch, um die Änderungen von den Produktionsservern zu sichern. Mit ein bisschen geschicktem Code-Schubsen könnte ich den online kriegen. Es wird nicht einfach, dir eine Verbindung zu verschaffen, aber ich habe da schon eine Idee. Ich habe einen alten Sequencer umfunktioniert, um alles für dich zu timen. Ich habe ihn früher für die Koordination von Takedowns und so benutzt. Okay, jetzt heißt es Timing, denke ich mal. Auf dem CSEC Asset Server liegt eine Kopie. Such nach Sequencer. Starte ihn, wenn du soweit bist. Ich sehe dann, dass ich den Backup-Server online bringe und dich dann dahin durchleite. Du wirst nicht viel Zeit haben, aber es sollte reichen, während ich für dich die Verbindung offen halte. Brich in den Backup-Server ein und lösche alles, was mit Hacknet in Verbindung steht. Ich kümmere mich in der Zeit dann um den Mainframe.
Wenn Bit das Zeug wirklich loswerden wollte, ist das unsere beste Option. Kämpfe, gewinne. Okay. Sequencer. Aktivieren. Okay, Leute, jetzt geht's rund. Jetzt, Leute. Enter Sequence Attack, Sicherheitsmensch. Go, 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 go. Was muss ich denn machen, Mensch? Scheiße. Shell. Scheiße, was muss ich denn? SSH 22. Kann ich nicht, solange der Proxy-Server. Fuck! Scheiße, Mann, scheiße. Total versaut habe ich's. Nein, komm! Bitte mach, dass ich den Scheiß resetten kann. Bitte, bitte, bitte. Scheiße, das sieht nicht so aus, als könnte ich dieses stoppen. Wir müssen ein paar Shells haben. Shell. Oh, wieso geht das nicht weg, Mann? SSH 22. Scheiße. SQ 1433 FTP 21 SSH den habe ich schon. Web Server 80 KBT 104. Scheiße. FTP habe ich schon, ja. Nee, doch, eigentlich schon. Analyzer. Verdammt. Analyzer. Source. EMMETPLACE. SQL. Scheiße. 1433. SMTP 25. Scheiße. KB 104. Oh, Alter, ich bin gleich tot.
Vortag. Game over. No, ich schaff's nicht. Ha? Komm schon. Trace Killer, ich glaube, ich kann den nicht aufhalten. Ich glaube, ich kann den nicht aufhalten. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Ne. Dir. CD Archives. CD Hacknet. CD 24. RM. Zack. CD. Fuck. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht Game Over. Und ich hoffe, ich habe noch eine Chance, nochmal eine Chance. Ich war einfach in erster Linie erstmal überfordert mit dem Ganzen. Okay, hier sind wir wieder. Den Server hatte ich noch nicht, ne? Nee. Sequencer. Okay. Scheiße. Shell. 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 Oh, wo gehe ich denn jetzt hin, hey? Nein. Ah, dir. Ich habe schon Adminrechte, okay. Archiv, CD Hacknet, CD 24. Okay. CD zack. CD 03. RM zack. CD zack zack. CD 18. 18. Zack. Zack. Alle Hacknet-relevanten Daten löschen. CD zack, CD zack zack, CD MISC, HN Build Tool, RM zack, ne, RM, HN Build Tool Bad, CD zack, CD zack, CD Home, CD zack, CD Bin, CD zack, CD Log, RM, zack, zack, Daten löschen, trennen, DC. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es geschafft habe. Und so endet es. Für Rache war das hier irgendwie unbefriedigend. Bloß ein Schlag gegen das Wasser war und viel zu spät, um ihm helfen zu können. Ich weiß nicht, aber irgendwie hat es sich auch richtig angefühlt. Ich schätze, ich sollte es gewohnt sein. Niemand wird es bemerken. Außer denen, die außer sich sein werden, wenn sie ihre Arbeit in Trümmern sehen. Niemand wird uns dafür danken, ganz gleich, wie viel Schaden dadurch verhindert worden ist. Ich vermute, das ist einfach der Lauf der Dinge. Du warst wirklich eine große Hilfe und ich bin dir unendlich dankbar. Du warst wirklich das war alles, was ich tun konnte, ohne meine Anonymität aufzugeben. Und hiernach ist das vermutlich auch nicht die beste Idee. Wir sehen uns also bei CISEC. Dort ist immer eine riesige Chance. Ich werde schon einen Weg finden, mich erkenntlich zu zeigen. Danke. Wirklich. Bitte. Hi, ich bin mir nicht sicher, wie sinnvoll es ist, das hier zuerst zu schreiben. Wenn alles nach Plan verlaufen ist, sollte dies im Grunde das Letzte sein, was du von mir hörst.
Vielleicht auch das letzte, was je jemand von mir hört. Aber hey, ich bin mal optimistisch. Wenn dich das jemals erreicht, ist all das eingetreten, was ich mir erhofft hatte. Also vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht gewesen sein wird. Diese Tempos-Sache ist gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist wahr. Es gibt allerdings noch immer eine letzte Sache, um die ich dich bitten möchte. Nicht, dass ich dich nicht schon um genug zu viel gebetet hätte. Porthack ist kein Standalone. Einst war es das, aber du wirst dir mittlerweile wahrscheinlich denken können, warum man es nicht einfach so kopieren und weitergeben kann. Es ist der Kern, das Heart, das letzte fehlende Stück. Es wurde zu konzipiert, dass es vor jedem Angriff sicher ist. Aber ich habe getan, was ich konnte. Das ist mein letzter Bitte. Auch wenn es davor schon zu viele waren. Porthack Heart. Wir gehen mal dahin und schauen. Ich glaube, wir haben das Spiel gleich fertig. Und ja, das wusste ich schon, dass wir ziemlich am Ende sind. Und ich wollte einfach jetzt noch schnell das Ende beenden. Porthack.heart. Probe. Ich sehe nichts. Unbekannter Fehler. Ich kann nichts mehr machen, Leute. Ich kann nichts mehr machen. Okay. Was geschieht hier, Leute? Okay. Hi. My name's Bit, Ich heiße Bit. and if you're hearing this, Wenn du das hier I'm already hörst, dead. bedeutet das, ich bin tot. It also means Das bedeutet auch, Porthack dass Heart stopped, Porthack Heart and my scripts worked, stehen geblieben und dass mein Skript which means we're funktioniert finished. haben. Was bedeutet, Which dass means wir you've hier done it. fertig sind. Was bedeutet, du hast es Doing this geschafft. now was our last Ich chance, I glaube, think. dass While dies they're in a war rush to unsere finish letzte it all, Chance. and not under the Solange eyes of das the whole Projekt world noch yet. unvollendet und nichts hiervon So, nach außen thanks. gedrungen war. Also, danke. Thanks. Danke. If Wenn all's alles gone right, geklappt there's hat, just gibt es one jetzt copy of nur noch Hacknet left ein to delete, Exemplar von Hacknet. and Das ist zu löschen. you're looking at it. Und das siehst du vor dir. Mein Hacknet. Hacknet. Wow, ich sag euch, das Spiel ist einfach nur great. A game by Matt Tobiani. Logos, assistance, writing, testing, Sarah Regal. Appearance, Mogub, Jeremy Mitchell. Addition, writing, Stephen Helfens Heller.
Music, the overall against Fabian Malabello, founder managing director. Thanks to Rumblefishing Q, the Cinematics, the Quinching by Cinematics, Revolution Air Mix bei Cinematics, Rick Mistel, und jetzt geht's mir zu schnell. Tonspende, Bronken Boy, Area, Chris Lake, English speaking, records by Hacken Credits, Crack, Rain. Special thanks to inspiration from CZ Mixter. Background. Kennt ihr noch so Hackerspiele, wie zum Beispiel dieses jetzt war? Das hat richtig Laune gemacht. Hackers gibt's noch, aber ich weiß nicht, wie es ist. Wow. Also, Wahnsinn. Der Schluss hat mir schon Nerven gekostet, muss ich sagen. Da bin ich ja kurz vor der Verzweiflung gewesen. Und dann, ja, habe ich nochmal nachgeschaut, was ich so gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, ja, den Prometheus-Server habe ich gar nicht angeschaut. Der ging irgendwie vor lauter IPs und weiß nicht was und Infos und Mails und bla 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 alle unter. Und auch das mit dem Herzschrittmacher, das war absolut Hammer. Sehr interessant überhaupt, dass man, ich weiß nicht, ob es wirklich sowas gibt. Solche Zugriffe auf den Herzschrittmacher oder so. Wenn ja, dann, Leute, wäre fatal. Das wäre absolut fatal, wenn es sowas gibt. Weil wir haben es gezeigt. Hä, wieso muss ich mich auf meinen PC einloggen? Aber Leute, es geht weiter, oder wie? Matt Torbjörn. Congratulations, du hast Hacknet durchgespielt. Das Spiel begann als Nebenprojekt bei einem 48-Stunden Game Jam unter Freunden. Es hat den Leuten so gut gefallen, dass ich eine Zeit lang gelegentlich daran weitergearbeitet habe. Bis schließlich 2012 der erste Prototyp rauskam. Die Rückmeldung war enorm. Trotzdem habe ich in einer E-Mail bekannt gegeben, dass ich meine Arbeit an diesem Projekt beende, um an anderen Projekten weiterarbeiten zu können. So, mein Lesen sollte korrekt sein. Im Hintergrund habe ich jedoch heimlich daran weitergearbeitet und schließlich 2,5 Jahre später ist es zu dem geworden, was es jetzt ist. Danke fürs Spielen. Wenn dir das Spiel gefallen hat oder nicht, sende mir eine E-Mail an matt@hacknetos.com und lass mich wissen, was du darüber denkst. Vorschläge, Anregungen, willkommen. Wenn du an mehr meiner Arbeit interessiert bist oder mich dazu bewegen möchtest, dass ich mehr an diesen oder ähnlichen Projekten arbeite, dann kannst du mir auf Twitter unter Oran folgen. Danke, Matt Pierce. Auf dem verlinkten Computer findest du ein paar Geheimnisse über das Spiel. Wage einen Blick. Jetzt muss ich aber erstmal hier bei Twitch, bei Twitter, ja. Hey, Mann, muss ich jetzt echt Oran. Oh, ich weiß auch nicht, wie man da hier sucht. Mensch. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem einen drin ist. Doch. Oran. Matt Tobian. Hier, dem folge ich mal. New Keyboard Invite.
Also ich werde ihm sicher gern mal schreiben und sagen, hey, das Spiel war hammergeil, bitte, 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 bitte mach noch ein bisschen. Ja, ich werde ihm sicher einen Tweet schreiben und sagen, hey, ich habe gerade Hacknet gespielt, das Spiel ist ja hammergeil, bitte, bitte bring noch mehr davon. Mir hat das Spiel extrem Laune gemacht und ja, mir hat es wirklich sehr Laune gemacht. Ich werde ihm folgen, ich werde ihm tweeten, irgendwie, wenn ich weiß wie. Tweet und Matt, genau. Das werde ich dann auch machen, ich verspreche es. Und jetzt gehen wir noch schnell auf die Credits. Connect 2, wo bin ich denn jetzt? Ach, im Mail-Server. 226.187.99.3 Music Changer. Shuffle. Super. Shuffle? Sehr gut. LOL. Login. Haha, das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Okay. Ich muss keine... Also, mich nimmt's Wunder, wie man den Blizzard-Update eröffnen kann, echt. Ja. Porthack. Den Porthack kann man gar nicht schließen. Ja, doch, was Pit. PS. PS. Kill. 223. So. So, dir. CD Home. Cat Credits. So, hier haben wir nochmal die ganzen Credits, die wir vorhin schon gesehen haben. Brauchen wir eigentlich nicht nochmal eigentlich. Congratulations! Gerade der prototypische Spiel entstand damals. Auch das kennen wir schon. Also wenn ich jetzt nur noch solche Sachen finde, wo ich schon kenne, dann weiß ich nicht. Es gibt im Spiel einige mehr oder weniger gut versteckte Tricks, hauptsächlich um Überbleibsel oder extra Funktionen aus der Entwicklung, jedoch nicht Teil des Spiels. Hier sind einige davon. CD-Laufwerk öffnen. Der Befehl Open öffnet das CD-Laufwerk des Computers, mit dem du verbunden bist. Wenn du mit deinem eigenen Computer verbunden bist, öffnet es dein physikalisches CD-Laufwerk. Diese funktioniert ebenso bei gegnerischen Computern im Multiplay-Modus. Multiplay-Modus? Der Befehl, klar, das schließt es wieder. Multiplay? Wo gibt es denn hier einen Multiplay, Leute? Multiplay-Modus? Aha. Multiplay. Hallo? Du hast mich jetzt gerade lustig gemacht. Multiplay? Wusste ich gar nicht. Der Befehl, Forkbomb. Es existiert ein Virus mit dem Namen Forkbomb, den ich hauptsächlich für den Multiplayer-Modus geschrieben habe. Dies kannst du auf einem verbundenen Computer mit dem Befehl Forkbomb starten. Einmal gestartet wird dieser Computer für 30 Sekunden deaktiviert. Wird der Virus auf deinem oder auf dem gegnerischen Computer im Multiplayer-Modus gestartet, beginnt dieser den RAM vollständig aufzufüllen. Wenn der RAM voll ist, wird ein Neustart durchgeführt. In-game. Wenn du schnell genug bist, kannst du die PID des Virus identifizieren und ihn mit Hilfe von Kill deaktivieren. Ah, das ist aber auch noch ein guter Trick. Auf die Idee kam ich noch nie. Die PID zu starten. Security Tracker Exe. Die Datei, die du in der ersten Mission gelöscht hast, Security Tracer Exe, ist eine ausführbare Exe-Datei. Startest du sie, beginnt sie mit dem Tracking deines Computers. Im Bin-Ordner auf deinem Computer findest du eine Kopie und kannst diese ausprobieren. Du solltest den Prozess jedoch schnellstens wieder beenden.
Namensgenerierung. Die Namen der Computer und Unternehmen sind Hacknet. In Hacknet werden zufällig aus einer Liste möglicher Namen generiert. Sie werden für jeden Spielstand unterschiedlich sein. Die Missionen auf dem Entropy-Server sind zufällig verändert, sodass sie jedes Mal einzigartig sind. Ah, okay, das ist mir neu, aber ja, finde ich gut. Internetbeständigkeit. Die Server im Spiel wie der E-Mail-Server sind in sich einheitliche Server, die zufällig generierte Accounts und E-Mails besitzen. Okay, auch das ist interne. Versuch den E-Mail-Server jedes Mal, wenn du dich verbindest, zu hacken. gmail.com. Und überzeug dich selbst. Versuch das Speicherformat zu entschlüsseln und herauszufinden, wie mein Parser arbeitet. Tipp Ampersand. Und viele mehr. Die Computer besitzen Ordnersysteme, die zwar nicht reich an Dateien sind, jedoch meist ein paar Schmuckstücke parat haben. Erkunde es ein wenig und staune, was du alles so findest. Cat Secret. Es gibt einen Grund, eine dritte Fraktion, die durch einen geheimen Weg gefunden werden kann. Wenn du mehr erfahren willst, starte noch einmal und sei diesmal aggressiver. Such genauer nach Geheimnissen. Achte vor allem darauf, wie manche Dinge geschehen, wie sie ihren Lauf nehmen und woher sie kamen. Alle Personen und Hacker können aufgespürt und untersucht werden, wenn du genau genug hinschaust. Das ist aber gemein. Grüß dich, Nikita. Schön, dass du mal schnell reinschaust. Das beißt. Vielen Dank nochmal. Wenn dir das Spiel gefallen hat oder auch nicht, sende mir eine E-Mail an. Ich versichere dir, ich werde deine Mail lesen. Wenn du dich dazu entscheidest, nochmal zu spielen, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Es gibt einen Server, auf welchen du zu Beginn des Spiels unter Zugriff hast und dir alle Port Explosions zur Verfügung stellt. Ach so, kannst du gleich mal alle Ports hacken, ohne dass du Step by Step vorwärts gehen musst. Tschüss, Nikita. Schade, dass ich nicht Hi gesagt habe. Vielen Dank nochmal, Matt Torbin. Cat Wallpapers. Hintergrundbilder für die grünen und weißen Themen wurden von dem sehr talentierten Angelus Helion bereitgestellt. Beide Wallpapers können in der vollen Auflösung auf seiner Deviant Art-Seite gefunden werden. Okay. CD-Bin. Ja, da sind alle CD zack. CD sys. Ja. CD zack. CD log. Ich bin's gewohnt. CD bin. CD bin. Also, hä? Achso, muss das mal aus dem Ordner raus. Ist gut. Ja gut. PS. Ich muss echt mal schauen, ob ich nicht diesen Rope. Shit. Shell.
Ja, eigentlich, Probe. PS. Schade. Den Tracer, den finde ich hier nicht. Das ist schade. Das ist wirklich schade, dass ich den Tracer von dem Easy nicht finde. Aber Multiplay, wo bitteschön hat er das? Frag mich echt, Mensch. Wo hat er denn Multiplayer? Das nimmt mich jetzt echt wunder. Wahrscheinlich geht es nur, wenn ich das Spiel neu starte. Connect 1333 1333 1333 1333. Logisch. War klar. Zurück zum Menü. Wo bitte zum Geier? Wo zum Geier hast du den Multiplayer versteckt? Weil ich habe hier nirgendwo den Multiplayer gesehen. Okay, der Multiplayer muss ja auch wahnsinnig stressig dann sein. Nehme ich jetzt mal an. Weil darum. Nee, der Multiplayer-Session, ne? Kennt's ja. Ja, das war also Hacknet. Es hat mich echt tierisch gefreut, mit euch zusammen das Spiel zu spielen. Es war unterhaltsam, es war spannend und es hat Spaß gemacht. An der Stelle wünsche ich euch jetzt noch gute Nacht, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt 12:30 gehabt. Ich muss ins Bett, morgen wieder früh auf und bin schon ziemlich müde. Ja, danke fürs dabei sein und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Mal schauen, was sich da ergibt. Tschüssi!